Herzlich willkommen im zweiten Tag in der Gebetswoche des 2024. Ich heiße Noah und das ist mein Mann Florin und wir heißen euch ganz herzlich willkommen. Wir sind in der Serie vom Josef in seiner Geschichte Träume wie niemals zuvor. Und für uns ist es ein mega Privileg, heute dabei sein zu können, wie wir eintauchen in eine neue Atmosphäre, wie wir eintauchen können in Gottes Heiligen Geist. Und ich möchte einfach uns ermutigen, dass wir groß träumen können, dass wir das, was uns Gott gegeben hat, diese Träume, die uns Gott gegeben haben, dass wir nicht davon wegscheuen, sondern dass wir diese verfolgen dürfen und dass wir mutig sein dürfen. Und ich hoffe, das ermutigt dich. Und ja, ich möchte einfach beten mit uns. Danke, Heiliger Geist, bist du hier, darfst du große Sachen tun. Und ich danke dir einfach, dass diese Gebete, die heute Abend gesprochen werden, dass diese einfach wirken dürfen. Dass wir dich sehen dürfen, dass wir dich in unseren Herzen spüren dürfen. Danke wirkst du und nicht wir und bist du größer als alles, was wir uns jemals vorstellen können. Amen. Amen. Genau, zu der Serie gibt es auch noch ein Buch, und zwar heißt es Träumen wie niemals zuvor von Leo und Susanne Bigger. Die einen kennen es wahrscheinlich bereits oder habt es gestern bereits gesehen. Und zwar sind es einfach nochmal 31 Schritte und einfach das ganze Thema der Message der Serie nochmals vertieft. Und ja, es bildet auch etwas die Grundlage jetzt für diese erste Serie im Jahr. Und der Fokus ist einfach, dass wir, ja, wie Noah es bereits gesagt hat, einfach diese neuen göttlichen Träume haben können. Und ja, genau deshalb, wenn ihr daran interessiert seid, seht ihr jetzt einen QR-Code. Diesen könnt ihr gerne scannen und dann könnt ihr das Buch bestellen. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Genau, heute haben wir das Thema Familie. Und zwar bei der Jakob-Geschichte, ähm, bei der Josef-Geschichte fängt es ja mit seiner Familie an. Josef ist bei seinen Brüdern, bei seinem Vater, und die Brüder stoßen ihn dann raus, was ja sehr krass ist, weil er wird wie aus der Familie geschossen, und dann ist er ja sehr lange noch beim Potiphar und dann noch im Gefängnis, bis er dann zum zweithöchsten von Ägypten aufsteigt. Und dann kommen ja die Brüder wieder zu ihm zurück, und ich glaube, dort passiert einfach sehr viel und man kann mega gut am Beispiel von Josef sehen, wie er dann seinen Brüdern vergebt hat oder allgemein wie er mit diesen Konflikten umgegangen ist. Genau, und das ist jetzt ein bisschen, worüber wir heute beten wollen, um einfach diese familiären Konflikte oder was auch immer ist, dass wir die einfach Gott hinlegen können und ja, diese einfach im Gebet lösen. Als erstes will ich einfach über das Thema Neid und Hass beten. In der Familie kann es schnell passieren, dass man neidisch ist auf jemandem, und dieser Neid führt einfach sehr schnell zu Hass. Das sieht man zum Beispiel auch bei den Brüdern im 1. Mose 37,4 steht geschrieben: Als seine Brüder sahen, dass ihn ihr Vater lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und konnten ihm kein freundliches Wort mehr sagen. Genau, und dieser Neid und Hass, meistens hat er irgendeinen Auslöser, aber wir wollen jetzt einfach dafür beten, dass dieser Neid und Hass gar nicht erst entsteht, dass wir einfach unser Herz davon schützen können. Und dazu habe ich noch einen Vers in Jakobus 3,16. Und zwar steht da: Wo Neid und Streitsucht herrscht, da gerät alles in Unordnung. Da wird jeder Gemeinheit Tür und Tor geöffnet. Und dass genau diese Tür nicht geöffnet wird, genau für das wollen wir jetzt beten. Ihr dürft einfach zu Hause mitbeten. Und ja, Jesus, danke vielmals einfach für ja, alles, was du für uns getan hast, für all dieser Neid und Hass, den du auf dich genommen hast, und dass wir das jetzt einfach bei dir platzieren können. Wir wollen einfach die Türe auch direkt schließen, falls dieser Neid und Hass jetzt kommen will oder falls irgendein Ereignis, was es auch immer ist, das auslöst, dass wir vielleicht neidisch auf jemanden sind, oder aber auch wenn andere auf uns neidisch sind, dass wir dort einfach gute Lösungen finden dürfen, dass du einfach in diese Situationen reinkommst und ja, wir wollen uns einfach diese spezifischen Situationen dir hinlegen. Und
einfach bei dir am Kreuz tauschen durch einen Frieden, durch eine Ruhe und ja, dass wir einfach das entgegennehmen dürfen. Und wenn es schon Hass bei dir vielleicht im Leben ist oder dieser Neid in der Familie irgendwo ist, ob das jetzt in welcher Form auch immer, finde ich einfach, bei Josefs Geschichte ist einfach ein super Beispiel, wie er damit umgeht, weil, wie schon erwähnt, er hatte viel, also die Brüder waren auf ihn neidisch, dann die Frau von Potiphar war, dort gab es auch Neid und Hass und er musste ins Gefängnis und so weiter. Und ich finde es einfach so spannend zu beobachten, wie Josef bei der Wiedervereinigung, als dann die Brüder zurückkamen, im 1. Mose 50,15, dass sie sich wie nicht für das rächen wollten. Man sieht, die Brüder hatten das noch nicht vergeben, sie waren noch nicht mit Josef versöhnt und hatten Angst, dass er sich rächen will. Wir lesen im 1. Mose 50,15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sagten, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir ihm begangen haben. Aber genau, wie wir wissen, hat das Josef nicht gemacht. Und zwar hat er ihnen das vergeben, wie wir dann 3 Verse weiter im Vers 19 lesen. Josef sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht, bin ich denn an Gottes Staat. Ja, genau. Und er sagt, oder warte, ich lese noch mal kurz in eine andere Übersetzung, weil dort ist es etwas schöner aufgeschrieben. Und zwar habe ich es gleich. Genau. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir es doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Und genau das ist das, was mich angesprochen hat. Und zwar hat Josef wie erkannt, es liegt nicht an mir, dass ich euch richte oder dass ich jetzt euch diesen Neid oder den Hass, den ihr gegen mich hatte, dass ich den vergelte. Und zwar, dass er einfach ihnen das vergeben durfte. Und dafür wollen wir jetzt einfach nochmal beten, dass wir mit diesem Neid und Hass gut umgehen können und dass wir auch nicht an Gottes Stelle richten wollen oder dass wir auch darauf vertrauen wollen, dass Gott alles zum Guten wendet. Ja, Herr, danke vielmals für einfach all das, was du in unserem Leben einfach umdrehst, all diese schlechten Sachen, die passieren, vielleicht all dieser Neid und Hass, den du einfach zum Guten wendest und dass auch wenn wir diese Erfahrungen machen, dass du das zum Guten wenden darfst und ich will jetzt einfach dafür bitten, dass wenn wir irgendwo diesen Neid oder Hass in unserer Familie haben, dass wir oder speziell auch wenn wir das vielleicht selbst erfahren haben, dass andere Leute neidisch auf uns waren oder diesen Hass uns entgegenbrachten, dass wir einfach nicht Rachepläne schmieden müssen, sondern dass wir einfach darauf vertrauen müssen, dass wir das dir abgeben dürfen und diesen Personen einfach vergeben dürfen. Wir wollen jetzt einfach all diese Lasten nochmals zu dir ans Kreuz bringen und einfach bewusst einfach diesen Leuten vergeben, wenn sie uns Unrecht angetan haben, wenn wir auch den Grund nicht sehen, dass wir einfach ihnen vergeben dürfen. Amen. Amen. Ich glaube, in Familien passiert es so oft sehr schnell, dass Leute uns fest verletzen, weil diese Personen sind ja am nächsten zu uns, am nächsten bei uns. Die wissen unsere Schwächen, sie wissen, was uns wehtut, sie wissen, was wir getan haben vielleicht. Und genau in diesen Situationen ist es umso wichtiger, dass wir Vergebung haben für diese Menschen. Dass wir unseren Familien vergeben. Und ich glaube, das ist ein Thema, das ist so relevant in unserer heutigen Generation. Und wir gehen weiter in der Geschichte.
Genau, Jakob war der Vater. Jakob war vor dem Tod. Und im 1. Mose 50, 16 und 17 steht: Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tod. So sollt ihr Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Misstat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir gehandelt haben. So vergib doch nun den Dienern des Gottes deines Vaters diese Misstat. Aber Josef weinte, als sie so mit ihm redeten. Der Vater hat gesagt, vergib ihnen und vergiss die Sünden, versöhn dich wieder mit ihnen. Und Josef musste weinen. Jahrelang wurde er ausgestoßen von seinen anderen Brüdern. Er war einsam. Ja, er war der Favorit von Jakob, aber ich weiß nicht, wie er sich gefühlt hatte, als all seine Brüder gegen ihn waren. Dann haben sie ihn gefangen genommen, haben sie ihn allein gelassen. Sogar Ruben war es, der gesagt hatte, ja, ich gehe dann wieder und ich hole ihn dann wieder. Er hat es nicht mal geschafft, Josef zu retten. Und dann wurde er verkauft. Dann hat er das ein wenig gut als Sklave. Und dann vergreift sich die Frau von Potiphar an ihm oder wollte es, und er wurde ungerecht in das Gefängnis geschmissen. Ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, wie fest er diesen Groll in sich hatte, wie fest er vielleicht Neid oder Hass hatte. Die anderen Brüder hatten es gut. Die anderen Brüder waren immer noch mit der Familie. Und dieser Hass, der vielleicht in ihm aufgekommen ist, was habe ich gemacht, dass sie mich so unrecht behandelt haben? Und dann war er im Gefängnis. Er hat sogar dem Bäcker und dem Mundschenk geholfen, die Träume zu deuten. Die wurden befreit, der andere wurde umgebracht. Aber sie haben ihn vergessen. Und dann 2 Jahre später erst wurde er dann wieder rausgeholt, um den Traum von dem Pharao zu deuten. So lange musste er warten, bis er dann irgendwann durch Gottes Wunder an einen Ort kam, an dem er ein bisschen von Gottes Gnade sah. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Ich glaube, Gott hat fest in seinem Herzen gewirkt, in diesen Zeiten, auch in den dunklen Zeiten. Und ich glaube für uns, dass wir diese reife Kompetenz erhalten können, damit wir diese emotionale Intelligenz erlangen können. Der erste Schritt dazu ist Akzeptanz. Akzeptiere, was dir passiert ist. Akzeptiere, wo es dich verletzt hat. Und wir wollen es nicht schönreden. Das, was dir passiert ist, ist nicht gut. Es war vielleicht sehr, sehr, sehr schlimm. War vielleicht ungerecht. Aber wenn wir, was uns schmerzt, ans Licht bringen, kann Gott es heilen. Denn wenn es an der Dunkelheit bleibt, dann erstickt es uns still. Und das wollen wir nicht. Und darum beten wir zusammen, dass wir diese Situationen, diese Verletzungen akzeptieren dürfen. Dass wir den ersten Schritt dazu nehmen. Ja, Herr, und ich danke dir, dass wir sehen können, wo wir etwas akzeptieren müssen. Wo wir Verletzungen akzeptieren müssen. Ja, es hat mich verletzt. Ja, es war nicht gut. Ja, es war ungerecht. Und ich möchte es einfach aussprechen. Und du darfst jetzt aussprechen, was dich verletzt hat, wer dich verletzt hat, wie es dich verletzt hat. Spreche es aus und lege es Gott hin. Gott, wir möchten es nicht schönreden. Aber wir möchten den ersten Schritt tun. Und bitte schenk uns Erkenntnis, dass wir sehen können, was die Ursache ist von dieser Verletzung. Und der zweite Schritt ist, unsere Emotionen anerkennen. Ich weiß nicht, ob du ein emotionaler Mensch bist oder nicht. Ob du diese Emotionen, die vielleicht in dir schlummern, aus dir rauslassen kannst. Ob du weinen kannst, ob du lachen kannst, ob du diese überhaupt spüren kannst. Aber Josef weinte. Josef hat so laut geweint, dass das ganze Haus es hören konnte. Und dass wir diese Emotionen und Gefühle anerkennen können, ist der erste Schritt, damit wir sie loslassen können. Weil wenn wir unseren Gefühlen nicht klar sind, wie können wir sie loslassen?
Wir müssen unsere Gefühle nicht bei anderen rauslassen, sondern wir möchten sie bei Gott rauslassen. Wir dürfen sie bei Gott lassen. Er möchte deine Gefühle hören, spüren. Er ist da für dich. Und wir beten einfach für das, dass wir das können. Dass wir diese Freiheit dazu erlangen können, unsere Gefühle anerkennen können und dass wir diese loslassen dürfen. Ja, Herr, ich danke dir einfach für diese Gefühle, die du uns geschenkt hast. Die guten Gefühle, die schlechten Gefühle. Und ich danke dir einfach für diese Gefühle, die jetzt rauskommen. Du siehst unsere Herzen, du siehst unsere Gedanken. Und du weißt, was noch schlummert. Und bitte hilf uns, unsere Gefühle anerkennen zu können. Dass wir sie rauslassen können. Dass wir sie bei dir rauslassen können, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du die Gefühle kreiert hast. Dass diese uns schützen können und dass diese uns Sachen aufzeigen können. Und hilf du uns einfach, unsere Gefühle bei dir abzulegen. Dass wir uns nicht schämen müssen, diese Gefühle zu haben, sondern dass wir wissen dürfen, du akzeptierst uns, egal wie wir fühlen. Danke, Jesus. Amen. Als nächstes oder etwas weiteres, was sich einfach beim Leben von Josef immer wieder durchgezogen hat, ist, dass er verraten wurde. Und zwar zuerst wurde er von seinen Brüdern verraten, dann wurde er von der Frau von Potiphar verraten, aber auch im Gefängnis, wie Noah bereits vorher erzählt hat. Und genau, das war einfach etwas, was sich sein Leben lang durchgezogen hat. Doch was ich einfach so stark finde bei Josef, ist, dass er trotz diesen Verrates vertrauensvoll blieb. Und ja, das zeigt einfach seine Charakterstärke und sein Glauben. Und ich möchte jetzt für das beten, dass wir einfach vertrauensvoll bleiben können, auch wenn wir Verrat erleben. Und es kann sehr schmerzhaft sein, wenn man von Personen, welchen man vertraut, wenn man von denen verrät wird und wenn man von denen hintergangen wird. Und ja, lass uns doch das Gott hinlegen und lass uns für das beten. Ja, Jesus, wir wollen dir einfach all diese Ereignisse hinlegen, dort wo wir verraten wurden von Familienmitgliedern oder von engen Personen, dass wir dort einfach das zu dir hinlegen dürfen, dass wir das zu dir hinbringen dürfen. Und ja, hilf uns einfach, dass wir trotzdem vertrauensvoll sein können, auch wenn wir es nicht aus eigener Kraft vielleicht nicht mehr können, weil wir so verletzt wurden, dass einfach du, Heiliger Geist, kommen kannst und uns dort einfach erfüllen, das wiederherstellen und einfach, ja, dass wir einfach dieses Grundvertrauen, was Josef hatte, gegenüber dir, Gott, zum einen, aber auch gegenüber anderen Menschen, dass das einfach wiederhergestellt werden darf. Und dass wir dort ja einfach Heilung erleben dürfen. Amen. Dann, was man bei Josef auch noch sehen kann, ist, dass er es nicht, ja, wie bereits vorher schon erwähnt, er nahm es nicht in die eigene Hand, dieser Verrat zu rächen. Ich meine, sobald er eine große Position in Ägypten hatte, er hätte zurück zu den Brüdern gehen können, sie vernichten, oder er hatte die Macht dazu. Aber nein, er hat sich dazu entschieden, dass er es Gott überlässt und sich nicht für diesen Verrat rächen will. Und ja, für mich zeigt einfach Josefs Geschichte, dass selbst nach tiefem Verrat, den Josef erfahren hat, dass er einfach trotzdem diese Beziehungen wiederhergestellt werden können und geheilt werden. Und dafür möchte ich jetzt auch nochmal beten. Ja, Herr, ich bitte dich jetzt einfach um all die Beziehungen, welche kaputt gegangen sind, um die Familienmitglieder, welche sich getrennt haben oder verstritten haben, weil sie verraten wurden. Und ich bitte dich einfach, dass ja nach der Vergebung auch wieder eine Versöhnung reinkommen kann. Dass
dass einfach diese Beziehungen wiederhergestellt werden können und geheilt werden, wie das auch bei Josef möglich war. Obwohl er so viel, ja, obwohl er verkauft wurde, ausgestoßen, den Brunnen hinuntergeschossen. Und er hatte die Macht, er hätte die Brüder zerstören können, aber er hat auf dich vertraut, Gott. Ja. Und er hat die Wiederherstellung gewählt. Und dadurch konnte die Beziehung einfach wieder geheilt werden und er konnte sich versöhnen. Danke so viel mal. Hilfst du uns auch dabei? Heiliger Geist, komm einfach dort rein, wo wir noch Schwierigkeiten haben, wo es uns sehr viel Überwindung kostet, um diesen Schritt zu gehen. Aber danke haben wir dich, Heiliger Geist, und hilfst du uns einfach dabei. Amen. Ja, Herr, und ich danke dir einfach, dass du Liebe bist. Ich danke dir, dass deine Liebe größer ist als all das, was uns verletzt hat. Dass deine Liebe Heilung ist, Herr. Ich danke dir, dass du Liebe über diese Beziehungen ausschüttest, dass du wie ein Band diese Beziehungen wieder zusammenfasst. Dass deine Liebe, dass das die Zutat ist, die Zutat, die das Einzige ist, die diese Beziehungen wieder reinmachen kann, die Beziehungen wieder heilen kann. Und ich danke dir, dass du am Kreuz gestorben bist für diese Familien, die auseinandergegangen sind, für diese Beziehungen, die auseinandergegangen sind. Ich danke dir für die Herzen, die du heilst in deiner Liebe. Nichts ist möglich ohne deine Liebe. Und ich danke dir, dass diese Liebe größer ist als alles, was wir erlebt haben. Als alle Verletzungen. Und ich sehe so wie ein Graben, eine Verletzung, die tief ist, eine Wunde, die tief ist. Und die Liebe kommt und sie schwemmt es, also sie überschwemmt es. Und sie wird ausgefüllt. Die Liebe füllt die Wunde aus. Die Verletzung wird ausgefüllt. Und es ist wieder, also die Oberfläche ist wieder gerade. Und es heilt langsam. Und ich danke dir für dieses Bild, Herr. Ich danke dir, dass du uns so sehr ermutigst mit deiner Liebe. Amen. Amen. Dann gehen wir weiter und es ist das eine, zu vergeben. Es ist das andere, zu versöhnen. Es ist ein Unterschied. Und Josef zeigt uns so schön, wie wir in Versöhnung leben können. Und er sagt hier im 1. Mose 50,20: Ihr gedachtet es Böses mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um so zu handeln, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu halten. Gott möchte Gutes aus dem Bösen machen. Gott hat das Böse gebraucht, um Gutes daraus herzustellen. Und wir danken dir, Herr, dass du so groß bist, dass du alles, was wir erlebt haben, das Böse, die Verletzungen, die Enttäuschungen, dass du das zum Guten wenden wirst. Wir glauben daran, dass es wiederhergestellt werden kann, dass wir geheilt werden können von dem. Vielleicht heute, vielleicht morgen, vielleicht in ein paar Jahren, aber wir glauben daran. Und wir heben fest an dieser Hoffnung. Und diese Versöhnung dürfen wir auch in Anspruch nehmen. Es ist so wichtig, dass wir in Versöhnung treten, wenn wir vergeben haben. Eine Vergebung ist nicht ein Zustand, die Vergebung ist eine Entscheidung. Vielmals oder oftmals, vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, vergeben ist ein Schritt im Glauben auch. Und wenn wir vergeben, dann ist es eine Entscheidung. Ich vergebe dir für was auch immer du mir angetan hast, für das Verletzen, das du mir angetan hast. Aber vielleicht spüre ich es noch nicht. Vielleicht auch noch nicht in einer Woche, aber irgendwann spüre ich es. Und das Wichtige ist, wenn ich dir vergebe, ist, dass ich auch danach handle. Yes. Weil durch unser Handeln können wir versöhnt werden. Und was Josef so wunderschön gemacht hatte, ist, dass er seine Versöhnung gezeigt hat. Versöhnung ist Sache der Person, die mehr verletzt worden ist. Also Josef war mehr verletzt worden von seinen Brüdern. Und er hat sie dann eingeladen. Er hat die ganze Familie, das ganze Hab und Gut zu Pharao, zu Ägypten eingeladen. Sie waren dann in Ägypten.
Er hat sie eingeladen. Er hat dem Pharao gesagt, das ist meine Familie, sie kommen jetzt und das ist gut so. Der Pharao hat sogar, oder Josef hat sogar 5 von seinen Brüdern also die konnten dann mit Pharao arbeiten, unter Pharao arbeiten. Und das war eine Ehre. Sie konnten am Tisch des Pharaos essen und trinken, so viel wie sie möchten. Und sie waren in guter Gnade des Pharaos. Und das war nicht möglich, das wäre nicht möglich gewesen, wenn sie nicht Josef verkauft hätten. Weil Gott hat es zum Guten gewendet. Und ich glaube, diese Perspektive zu haben, ermutigt uns alle. Ermutigt uns zu versöhnen. Und dass er sagt, hey, auch wenn mein Vater gestorben ist, ihr dürft trotzdem kommen. Ich glaube, die Brüder hatten Angst, dass nur weil der Vater den Josef so fest liebte, waren sie eingeladen. Aber er hat gesagt, nein, ihr seid meine Brüder, ich habe euch vergeben und ich möchte in Versöhnung mit uns leben. Wer auch in Versöhnung mit uns leben möchte, ist Gott. Im 2. Korinther 5,19 steht, denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie den anderen verkünden. Jesus hat uns nicht nur vergeben, sondern er möchte versöhnt sein mit uns. Er möchte in Gemeinschaft leben mit uns. Wir können nicht in Gemeinschaft leben mit Gott, wenn wir nicht versöhnt sind mit Gott. Und das ist der springende Punkt. Ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu sagen, wir müssen nicht mit allen, denen wir vergeben, versöhnt sein. Wenn Sachen passiert sind, die scheint unvergebbar sind und du trotzdem vergeben kannst, das ist sehr stark. Musst du aber mit dieser Person versöhnt sein? Nein. Ich glaube, es gibt zweierlei Dinge. Aber wenn du weißt, okay, ich sollte mit dieser Person versöhnt sein und ich möchte das auch, dann tu das, beten wir für das. Und wenn du weißt, das ist nichts für mich, dann musst du auch nicht. Und dann gibt es auch Menschen, die bereit gemacht werden wollen, sollen. Wir beten auch für diese Menschen. Wenn du jetzt merkst, das spricht dich an, ich ermutige dich, die Namen zu sagen, den Personen, die dich verletzt haben, mit denen du Versöhnung möchtest. Du darfst es auch aufschreiben oder du darfst es auch in den Chat einschreiben. Ich sehe, ihr schreibt mega viel rein, das ist mega cool, mega ermutigend. Danke vielmals. Genau, dass wir als Gemeinschaft, als Community zusammen und gemeinsam beten können für diese Situationen, für die Personen. Ja, du darfst es jetzt tun. Danke, Jesus, dass du für unsere Sünden gestorben bist, dass du für unsere Vergänglichkeiten gestorben bist, dass du für unsere Verletzungen, für unsere Enttäuschungen, für die Wunden gestorben bist. Und ich danke dir, dürfen wir diese Sachen an dein Kreuz legen. Ich danke dir, hast du uns vergeben, damit wir auch anderen Personen vergeben dürfen. Und du siehst jetzt unsere Herzen. Du siehst die Personen, die wir genannt haben, die wir aufgeschrieben haben, auch im Chat. Und wir möchten den Personen vergeben und wir möchten mit diesen Personen versöhnt sein. Du siehst unser Herz. Du siehst, wie schwierig es ist. Du siehst, wie vielleicht einige Orte unseres Herzens noch nicht bereit sind, diesen Schritt gehen zu können. Gott, du siehst alles. Danke, siehst du alles. Bitte bereite unser Herz vor, dass wir diesen Schritt gehen können. In deiner Zeit. Wir vertrauen dir. Und ich danke dir, bist du das Alpha und das Omega. Du bist der Anfang und das Ende. Und was du nimmst, wird zum Guten gewandelt. Ich demütige mich vor dir, Herr. Und ich lade dich in mein Herz ein, Herr. Dass ich in Versöhnung leben kann.
Ich bitte dich für diese Menschen, die genannt wurden, die aufgeschrieben wurden, die in den Chat genannt wurden, dass wir mit ihnen in Versöhnung gehen können. Dass wir diesen Schritt gehen können im Glauben und dass du dort deine Hand wirkst. Mit deiner Hand einfach Beziehungen wieder ins Reine schiebst. Ja, ich danke dir, Herr, dass du bei diesen Personen bist, ihnen Stärke gibst, die sie nicht selbst haben, Kraft gibst, wo sie schwach sind. Danke bist du, diese Liebe, die Wunden aufpeppt und die Wunden heilt und ergänzt. Dass wir das nicht selbst machen müssen, sondern dass du das machst. Danke, dass du diese Beziehungen heilst. Dass du Versöhnung schenkst. Dass wir verfügbar sind und du diese Beziehungen heilst. Amen. Amen. Wow, es ist einfach so ermutigend zu sehen, Mega. wie viele Namen ihr hier reinschreibt und wem ihr alles vergebt. Es ist einfach so eine Kraft dahinter. Und ich glaube auch, der Teufel will immer die Familie angreifen, Ja. weil er weiß einfach, was für eine Macht dahinter ist, Ja. von einer versöhnten Familie. Und darum will er uns auch so viele Steine wie möglich in den Weg legen, ja, das uns an der Versöhnung das uns an der Versöhnung hindert. Und ja, darum finde ich es einfach so stark, wie ihr ja, hier einfach diesen Leuten vergeben könnt. Ja. Genau. Was ich bei Josef auch noch sehr schön finde, ist, er vergibt ihnen nicht nur und versöhnt sie nicht nur und schickt sie dann wieder zurück in die Wüste oder woher sie kamen, sondern er nimmt sie zu sich und er versorgt sie und ja, er führt seine Familie wieder zusammen. Und für mich betont das einfach die Wichtigkeit, die die Familie hat und wie wichtig diese Beziehungen sind. Und ja, auch einfach das, ja, auf der anderen Seite zeigt es aber auch zum Beispiel vor allem bei Josef, ich meine, als er ausgeschossen wurde, bis er sich dann wieder versöhnt hat, ich meine, dafür gingen Jahre. Und er hatte sicher auch vor allem im Gefängnis zum Beispiel genug Zeit, darüber nachzudenken. Und ja, das Ganze ist auch ein Prozess und es kann etwas dauern. Und dafür will ich jetzt beten, dass wir einfach, nachdem wir diese bewusste Entscheidung der Vergebung gemacht haben, wie wir jetzt zuvor mit Noah gebetet haben, dass einfach dann auch diese Heilung beginnen darf und dass diese Familienzusammenführung einfach stattfinden darf. Ja, Jesus, ich lege dir jetzt einfach all unsere Beziehungen hin. Du siehst jede einzelne Person, die jetzt gerade jemand anderem vergeben hat. All diese Namen, die wir jetzt im Chat gesehen haben oder welche die Leute vielleicht für sich selbst aufgeschrieben haben. Und ich bitte dich einfach, dass jetzt dort eine Heilung darf beginnen, dass du dort reinkommen darfst. Und der Teufel hat einfach in deinem Namen, Jesus, keine Macht, um dort weitere Steine reinzuwerfen, um das zu verhindern, weil er weiß genau, was für eine Kraft es hat. Und diese Kraft will ich jetzt einfach unter deinen Schutz stellen, Jesus, dass du einfach dort reinkommen kannst und ja einfach jedem helfen kannst, einfach diesen Prozess zu gehen. Amen. Genau. Das etwas weiteres ist die Überwindung von Groll. Und dieser Groll kann entstehen, wenn man einfach vielleicht wenn vielleicht diese Vergebung lange nicht passiert ist oder diese Versöhnung lange nicht passiert ist und so wie so ein Groll hervorkommt. Oder vielleicht hast du jetzt auch gerade gemerkt, beim Namen aufschreiben fiel dir es schwer oder fielen gewisse Namen schwer und es bildete sich wie so ein Groll in dir. Und ja, lass uns doch auch für das beten, dass einfach dort wirklich noch
die letzte Hinderung weg darf, dass wir wirklich jeder Person oder jedem Familienmitglied vergeben dürfen. Und ja, Josefs Wiedervereinigung zeigt das einfach so schön, wie das auch bei ihm möglich war. Ich bin sicher, er hatte auch Groll, vor allem als er dann vielleicht am tiefsten Punkt in seinem Leben war, als er im Gefängnis war, als er verlassen war, als er alleine war oder auch nur schon als er im Brunnen unten war. Und ja, ich will jetzt einfach dafür beten, dass auch dieser Groll oder dieses Gefühl, vielleicht auch dieses komische Gefühl im Herz, was uns daran hindert, dass das einfach noch ganz verschwinden kann. Ja, Herr, wir wollen dir jetzt einfach dieses Gefühl hinlegen. Wir wollen jetzt einfach dir diese Situationen hinlegen. Und auch wenn jetzt dieses Gefühl schon jahrelang unser Herz einnimmt, wenn dieser Groll, jedes Mal, wenn wir nur schon den Namen dieser Person hören, wenn dieser aufkommt, wir wollen diesen jetzt einfach wegweisen in deinem Namen, Jesus. Dieser Groll hat einfach keine Macht mehr. Und ja, wir wollen, dass es nicht mehr Teil von uns ist. Ja, Herr, danke, schenkst du uns weiche Herzen. Yes. Dass unsere Herzen, die vielleicht versteinert waren, die wie sich ein Stein anfühlen, die hart sind, dass du diese weich machst. Danke, schenkst du uns ein fleischiges Herz, das pulsiert, das Ups und Downs erfahren darf, das einfach lebendig ist. Ich danke dir für eine Wiederauflebung unserer Herzen, eine Liebe für diese Personen, die wir nicht lieben könnten ohne dich. Ich danke dir einfach, dass du wirkst, dass du uns siehst, dass du da bist, dass wir loslassen können. Wir wollen nicht verhärtet und versteinert sein und uns in diesen Groll reinfressen, sondern wir wollen loslassen, Herr. Wir wollen loslassen. Und für dich ist nichts unmöglich. Für dich ist nichts unmöglich, Herr. Ich danke dir, dass du Familien wieder zusammenführst. Du siehst die Situationen, die hier sind. Es ist nicht einfach. Personen, die so festgefahren sind in ihren Arten und Weisen, wir wünschten, wir könnten sie ändern. Ich bitte dich einfach, dass du uns eine Ruhe und einen Frieden gibst in unsere Gedanken und unsere Herzen, dass wir wissen dürfen, dass du wirkst, dass wir ein Licht sein können. Wir sind in der richtigen Familie platziert. Wir dürfen ein Licht sein in diesen Familien. Und ich spreche dir das zu, du bist der richtige Mensch, die richtige Frau, der richtige Mann in deiner Familie. Auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt. Gott hat einen Plan für dich. Darum hat er dich in diese Familie gesetzt. Und ich danke dir, Herr, dass du einfach einen Schutz über jede Familie, die heute stellvertretend anwesend ist, wirfst. Dass ein Schutzschild über diese Familien ist. Yes. Teufel, du hast keine Macht über das Hab und Gut dieser Familien. In deinem Namen, Jesus, mit deinem Blutschutz sind wir versiegelt, sind wir beschützt. Und ich danke dir, Herr, bist du größer als alles, was wir uns vorstellen können. Größer als der Teufel, der Feind, der versucht anzulügen, der versucht zu attackieren, der versucht zu töten. Ich danke dir, Herr, dass du den Sieg schon hast. Dass wir wissen, dass wir den Sieg schon haben. Dass wir vergeben können, dass wir versöhnt sein können. Dass wir den Groll, den Hass, das Leid, den Neid einfach abgeben können. Das gehört nicht mehr zu uns. Das gehört nicht mehr zu unseren Familien. Danke, Jesus, bist du der Schlüssel. Und dürfen wir das akzeptieren? Dürfen wir das annehmen? Dürfen wir frei vor dich, vor deinen Thron treten? Danke, Jesus. Yes, Amen. Ja, trotz der Machtposition von Josef, ich meine, er hatte alles, er war der zweitmächtigste Mann, er hatte wahrscheinlich fast unlimitiert Geld und Ressourcen zur Verfügung, aber trotzdem, ja, er erkannte einfach genau wie wichtig die Bedeutung und der familiären Beziehung ist. Und ich habe jetzt zuvor auch schon viel über die Wichtigkeit geredet und vielleicht hat es bei dir auch etwas ausgelöst. Vielleicht bist du da nicht derselben Meinung oder vielleicht ging dieser Wunsch nach dieser Familie ging vielleicht auch verloren bei dir, weil du
eine Verletzung erlebt hast. Und ich will auch einfach noch für die Person jetzt beten. Und ja, bete doch auch wieder mit mir mit. Ja, Herr, du siehst jetzt einfach jede einzelne Person, bei welcher das der Fall ist, dass sie einfach diesen Wunsch gar nicht mehr haben oder die Wichtigkeit nicht mehr sehen in der Familie. Und ich bitte dich einfach, dass du diesen Wunsch wieder ins Herz einpflanzen kannst, dass dieser wachsen darf und ja, dass einfach diese Familien wieder dürfen zusammengeführt werden. Ja. Du kennst jede einzelne Geschichte, jede individuelle Personen, die darin sind, und ich bitte dich einfach, dass dort Heilung passieren darf. Amen. Und ich möchte uns einfach segnen. Ich weiß nicht, ob ihr den Song The Blessing kennt. Wahrscheinlich schon. Es ist sehr inspirierend, ermutigend für mich, das über Familien, über Ehepaare, über, was gibt es noch, Kinder zu singen, über Großeltern zu singen. Haustiere. Ja, weiß ich nicht. Ja, über unser Haushalt zu beten. Yes. Und dieser Segen möchte ich einfach bei euch lassen, dass ihr vielleicht auch nachher noch in der nächsten Zeit in das Lied reingeht, The Blessing, dass ihr einfach das nehmt und dieser Zuspruch, diese Segnung annehmen könnt. Für euch, für eure Familie, für eure Nachfahren. Dass wir einfach ein Segen jetzt schon sein dürfen für unsere Nachfahren. Und es steht im 4. Mose 6, 24, 27. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wendet sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Und ich segne dich in Liebe und in Frieden. Ich segne dich und deine Familie und deine Nachfahren mit seiner Güte. Ich segne dich mit Vergebung, die ausgesprochen werden kann, immer und immer wieder. Ich segne dich, dass du einfach ein Licht sein darfst für deine Familie. Dass du ein Licht sein darfst, eine inspirierende Person sein darfst für deine Nachfahren, für deine Enkel und deine Enkelsenkel. Dass du einfach eine standhafte Person sein darfst, dass du vielleicht der Erste bist, der an Jesus glaubt, aber dass du vielleicht der 15. bist in deiner Generation, der an Jesus glaubt. Und ich danke dir, Herr, dass du diese Familien segnest. Dass du das, was du heute Abend getan hast, die Freiheit, die wir durch Vergebung erlangt haben, dass du das einfach verpackst und dass du es schützt, dass die Versöhnungen, die heute passieren, dass du das einfach segnest und beschützt. Und ich danke dir, Herr, für alles, was du heute gemacht hast, für diese Geschichten, die wir heute gesehen haben und gehört haben. Ich danke dir, dass du wirkst, dass du nicht nur heute Abend wirkst, sondern in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren, dass das, was heute Abend freigesetzt wurde, dass das einfach heilen darf. Dass du dort reinkommst, dass du gute Gespräche machst, stattfinden lässt, dass du gute Begegnungen stattfinden lässt, dass einfach die Gemeinschaft wiederhergestellt werden kann der Familie, der Beziehungen. Ich danke dir, Herr, bist du so gut. Und ich danke dir einfach auch, Jesus, für alles, was du jetzt heute Abend gewirkt hast, für alles, was du ausgelöst hast, welche Prozesse jetzt anfangen dürfen. Und ich bitte einfach auch, dass wir das auch raustragen dürfen, dass wir diese Botschaft weitergeben dürfen und einfach andere Leute mit deinem Feuer, das wir für dich haben, anstecken dürfen. Amen. Amen. Hey, ich danke euch. Ich danke dir, dass du heute Abend dabei warst, dass du eingeschaltet hast und dich geöffnet hast. Ich weiß, es ist ein sehr, sehr herausforderndes Thema. Vielleicht warst du auch noch nicht bereit, heute alles vergeben und abgeben zu können. Das ist auch okay. Wir haben Seelsorge, die du in Anspruch nehmen kannst. Oder wir haben auch eine Gebetswand. Du kannst dort deine Gebetsanliegen
reinschreiben und wir als Gemeinschaft, als Kirche können gemeinsam zusammen beten. Morgen geht es weiter in unserer Serie von Josef, Träume wie niemals zuvor, mit Dan und David, Gebet für deine Gesundheit. Yes. Das ist auch ein sehr gutes Thema, sehr wichtiges Thema. Ich glaube, das betrifft viele von uns. Ich habe auch schon gesehen, haben wir auch schon ein paar Themen. Wenn du dieses Buch holen möchtest, wenn du dich in dieses Buch reinklinken möchtest, kannst du es bestellen. Wir haben hier den QR-Code. Bestell es, Deutschland, Europa, Schweiz, was auch immer. Hol es dir, ich kann es dir empfehlen. Ich habe sogar, das muss ich jetzt schon sagen, wir haben so coole Illustrationen von vielen Teilnehmern unserer Kirche, Volunteers und auch Staff von unserer Kirche. Und da haben sich wirklich viele ins Zeug gehauen und mega, mega schöne Illustrationen gemacht. Das ist natürlich auch sehr schön anzuschauen, dann, wenn du das Buch hast. Und es ist einfach super, jetzt auch im nächsten Monat, wo wir diese Serie haben, einfach wie so, als wenn man nochmal vertieft reingehen möchte. Und ja, ich glaube, dann sind wir am Ende angelangt. Danke vielmals fürs Einschalten. Wenn ihr vergesst auf jeden Fall morgen nicht einzuschalten um dieselbe Zeit, wie schon erwähnt, dann geht es weiter mit Dan und David. Und ja, wir wünschen euch jetzt noch einen gesegneten Abend und eine gesegnete Woche. Und ja, dann sehen wir euch morgen. Tschüss! Ciao.